Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare-Video. Ja Leute, diesmal zu den Kommentaren zum Bundesligaspiel gegen Darmstadt 98, wo wir eine Halbzeit grottenschlecht waren und eine Halbzeit dann 18:0 rasiert haben. Ich werde jetzt nicht wieder auf das Thema eingehen, von wegen jedem seine Meinung, Blasülz, da habe ich ein extra Video zugemacht. Ich werde in Zukunft, wenn es interessiert, guckt euch das andere Video gerne an. Ich werde in Zukunft irgendwelche Kommentare ignorieren, wo die Leute sich irgendwie durch eine andere Meinung, natürlich durch meine Meinung, weil ich ja natürlich hier derjenige bin, der die Meinung vertritt, sich angegriffen fühlen. Diese Kommentare werde ich ignorieren, nur damit ihr da Bescheid wisst. Wenn das irgendwie konstruktive Kritik ist oder sonst was oder einfach eine andere Meinung ist, gehe ich da natürlich drauf ein. Aber irgendwie Leute, die sich persönlich angegriffen fühlen von meiner Meinung und dann irgendwie beleidigend werden oder reinschreiben, dass die zu kritisch ist oder sonst was. Alles gut, Leute, werde ich in Zukunft ignorieren, die Kommentare. Ich lese sie einmal vor, dann ist gut. Und ihr geht woanders schauen. Das ist mir scheißegal, ob ihr hier schaut oder nicht. Gut, und damit rein. Jonas M. Da hat man gesehen, wie unglaublich wichtig es für das Spiel war, dass es sich für den anschließenden Sieg selbst geopfert hat. Danke, Kimmich, danke. Dass er sich... Okay, Bild. Ja. Weiß ich nicht. Kann man natürlich jetzt so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge sagen, logisch. Ja, aber wenn man mal gesehen hat, wie erschreckend das war, dass Darmstadt die bessere Mannschaft war in der ersten Halbzeit, selbst wo es dann 10 gegen 10 war, schon wild, ne? Adrian, was Kane auch für Pässe spielen kann im Mittelfeld, dreht er sich gegen mehrere Spieler weg und hat so eine Ruhe, top. Ja, haben wir gestern im Stream auch gesagt, bin ich bei dir. Ich glaube, Harry Kane wäre wahrscheinlich sogar ein besserer Sechser wie Joshua Kimmich, weil den kannst du halt auch unter Druck setzen. Wenn du siehst, wenn du den vorne anspielst, wenn er von 2, 3 Spielern umgeben ist, was er da auch für eine Ruhe hat, ist schon echt wild. FC Bayern Fan forever, geiles Spiel, hochverdienter Sieg von uns, 8 Tore in 45 Minuten, das Tor aus 15 Meter von Kane war wahnsinnig geil gemacht. Jo. Olu, danke Kimmich. Ohne ihn wäre so ein wunderschönes Spiel nicht möglich. Danke Kimmich, dass du in dieser Saison in fast jedem Spiel Tuchel und allen recht gibst, dass du kein Sechser bist. Ja, 2 Spiele war er ein guter Sechser. Ne? Das war Bochum und Mainz. Ansonsten, ja, er ist halt einfach kein Sechser. Ich denke, aber auch hier muss jeder für sich selber interpretieren. Für mich ist er auf jeden Fall kein Sechser. Auch kein offensiver Sechser oder sonst irgendwas. Er ist einfach kein Sechser. Für mich. Dix, endlich hat man wieder das gesehen, was Lieber kann, wenn er wirklich Lust hat. Ja, er hat diesmal nicht diese lustlose Körpersprache wie gegen Gala auf den Platz gelegt. Ich weiß nicht warum. I don't know. Ich möchte jetzt auch nicht mutmaßen, das würde wieder in eine falsche Richtung gehen. Dann Rahmen, sehr gute Analyse, wie so oft. Auch top, dass du Tuchel die gute Entscheidung, Sané aufzustellen, zugestanden hast. Weil so wäre, ich hätte ihn definitiv auch draußen gelassen. Kretzig und Pavlovic zusammen auf dem Platz zu sehen, war das Sahnehäubchen. Achtung, Wortwitz. War gut. Was in der zweiten Halbzeit, da sieht man mal, was am Potenzial da wäre, wenn alle ihr Ego hinten anstellen und Mannschaft sie nicht spielen. Heavys Kopfballtor, einfach nur Weltklasse. Noch zu Kimmich. Ich habe ihm wirklich nicht gewünscht, dass er eine rote Karte bekommt. Aber er hat jetzt die letzten Spiele durch seine vielen Fehler darum gebettelt. Ja, ganz genau. Soll aber jetzt wirklich keine Kimmich-Hetze sein. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie die Mannschaft mal ohne ihn performt. Persönlich glaube ich auf jeden Fall nicht schlechter. Ja, erstmal, ich habe es ja gesagt in dem Video, ich hätte Sané nicht aufgestellt nach der Leistung gegen Galatasaray. Auch wenn man die Leistung davor nochmal sieht, in Mainz, wo es schon so angefangen hat mit der Lustlosigkeit. Und ja, nochmal, deswegen bin ich aber auch hier und sage nur meine Meinung und bin nicht Trainer des FC Bayern und verdiene irgendwie 10 Millionen. Ist natürlich auch immer was anderes, ob man im täglichen Umgang die Spieler sieht und so weiter. Aber wenn ich sehe, was ich auf der Bank gehabt hätte, wäre für mich ein Leroy raus gewesen. Ne? Ich habe es aber dann auch schon in meinem Taktikfuchs gesagt. Sehr wahrscheinlich wird es so kommen, dass der Leroy dann 2 Tore macht. Und genau das hat er gemacht. Ja, es war schon vorher so, wo ich das zu King gesagt habe. Und seitdem hat er gute Form und macht die Buden. Und ist auch völlig okay. Ne? So hat halt jeder seine Meinung und jeder seine
ist ja auch verschiedene, es gibt ja verschiedene Trainertypen. Ne? So, der eine macht das knallhart nach Leistung, ein schlechtes Spiel, bis rauskommt der nächste rein. So, der andere, so wie es in Tuchel auch bei uns praktiziert, zieht die Spieler halt mit durch, versucht an ihnen festzuhalten, die er so gut findet. Ja, und bei Sané hat es ihm ja auf jeden Fall recht gegeben, jetzt erstmal wieder, ne? Also von daher, und dann muss man das auch eingestehen oder sagen können. Also, ich bin ja hier nicht irgendwie, ich sehe mich ja jetzt nicht hier als der große Fußball- oder FC Bayern-Experte oder sonst was, ja. Teile hier meine Meinung mit euch, das ist alles, was ich tue. Ohne da irgendwie abgehoben zu sein oder zu denken, Alter, was ich erzähle, ist immer 100% true oder ich habe immer super recht und weiß alles besser oder sonst so ein Scheiß. Nee, im Nachhinein kann man sich immer da hinsetzen und sagen, boah, das war scheiße, das hätte ich so gemacht, das hätte ich so gemacht. Aber da muss man fairerweise sich im Nachhinein auch dahinstellen und sagen, boah, ich hätte Sané nicht aufgestellt und wäre ein Fehler gewesen. So, das muss man dann auch machen können. Das habe ich getan und damit ist es auch gut. Zu Kimmich, ja, ich denke auch beim Kimmich hat man das die letzten Spiele schon gesehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja. Und dass er immer mehr und mehr überfordert ist. Natürlich sehen die Gegner das auch und haben das auch immer mehr ausgenutzt. Ja, von daher war das irgendwie zwangsläufig, dass das irgendwann so weit kommt, wie es jetzt gekommen ist. Ja, und ich bin auch mal gespannt, wer spielen darf dann jetzt. Snackmonster. Danram hatte ich gesagt, ne? Snackmonster, tolle Analyse und ja, Kane ist einfach ein schlauer Spieler mit allen Skills ausgestattet. Ja, ist wirklich krank, was der kann. Also, das ist wirklich wild. Ein Mannschaftsspieler, der sich nicht zu schade ist, hinten zu helfen von Oldschool. Ja, aber nicht nur das, der ist, also, keine Ahnung. Ich habe selten einen Stürmer gesehen, der auch teilweise so uneigennützig ist, aber dann im richtigen Moment aber auch eigennützig, der aber auch sich fallen lässt, der einen Spielmacher geben kann, ohne irgendwie Probleme zu haben. Also ganz wild, ganz wild. Aber ja, Top-Spieler einfach. Da ist es ein Spieler, wo du von Weltklasse reden kannst, ja. Kleiner Seitenhieb. Die Leute, die beim Stream dabei waren, wissen, worum es geht. Tiger Chris. Wie immer gute Analyse. Danke, Tuchel hat endlich mal den Sané bei 11-10 angepfiffen, weil er nicht mehr zurückgearbeitet hat. Danach ist er aufgewacht und hat ein gutes Spiel gemacht. Hoffe, das bleibt so. Neuer hat schon wieder viel dirigiert, wenn sich das einspielt, wird das Sicherheit geben. Hat auch gut die Taktik-Umstellung nach der roten Karte rübergebracht, da Tuchel nicht zu den Spielern durchkam. Zweite Halbzeit war natürlich klasse, aber Darmstadt auch ohne 2 IV. Trotzdem die Tore muss man erstmal so schießen. Hoffe auch, das ist ein Weckruf an Tuchel, war mal zu Flanken schön anzusehen und jetzt muss Tuchel endlich mal ohne Kimmich testen. Bin gespannt auf die nächsten beiden Spiele. Ja. Ist ja das, was ich auch gesagt habe, ne? Vielleicht nehmen die Spieler, vielleicht nimmt aber auch der Trainer mal was mit und hat gesehen, dass wir halt auch vorne mal irgendwie einen anderen Fußball spielen können. Ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht mehr diese Zwänge haben. Ich habe immer so das Gefühl, dass Tuchel der Mannschaft immer aufzwängt, dass wir uns super stark am Gegner orientieren müssen. Ja? Und meistens ist es dann so, dass wir nicht klarkommen damit und dann irgendwann werden die Fesseln fallen gelassen. Und dann versuchen wir unseren Fußball zu spielen und dann ist das etwas besser. Gegen Darmstadt war es dann irgendwann so, ja, die waren nur noch zu 9, irgendwie kaum noch gelernte Innenverteidiger oder wenn dann Innenverteidiger dritten und vierten Wahl. Und dann war irgendwann das Gefühl so, alle taktischen Zwänge, die von Trainerseite kamen, sind weg. Ja, wir haben Flanken gesehen, wir haben Kombinationsspiel gesehen, wir haben quasi alles gesehen, was die letzten Wochen nicht gesehen haben. Und man hat gesehen, ja, also ich meine, die Flanken oder die Hereingaben von Mazraoui waren ja noch nicht mal bärenstark. Ja. Also die der Kane dann da gemacht hat mit dem Kopf, die musst du halt auch erstmal verwerten, so wie die reinkamen. Das zeigt doch aber, stellt euch mal vor, wir würden mal vernünftige Flanken anbieten. Für ihn. Ja, und das muss man doch sehen. Das muss man ja auch irgendwie mal als Trainer sehen. Aber ich denke mal, auch auf Spielerseite sieht man halt, jo, wenn wir das so machen, könnte das auch was werden. Und vielleicht nehmen wir uns was davon mit, wäre doch schön. Vielleicht war es auch irgendwie ein Knotenlöser. Vielleicht wird es aber auch wieder grottig jetzt die nächsten Spiele. Wir werden es sehen und wir werden es bewerten. Ne? Olli Engel, so ein Sturmlauf könnten wir theoretisch auch gegen 15 Gegenspieler machen. Aber okay, wenn alles so auf dem Level bleibt, auch gegen starke Gegner, bin ich voll zufrieden. Glück auf. Ja, gut. Also gegen starke Gegner wird das nicht so sein und gegen 15 Gegenspieler auch nicht, weil die 15 Gegenspieler dann den kompletten 16 Meter Raum eine Kette bilden.
Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, was wir dann haben. Aber dann vermisse ich halt, so wie wir es früher auch schon gespielt haben, wenn ein Gegner halt so wahnsinnig tief drin steht, dass wir über eine Seite kommen, dann eine knallharte Seitenverlagerung machen, dass der Gegner halt erstmal wieder rüberrücken muss komplett. Dann hat man eigentlich auf der anderen Seite halt ein bisschen Platz und dann kann man halt auch mal mit einer Reingabe, mit einer Flanke irgendwas machen. Gerade wenn da 200 Beine stehen, passiert dann auch mal irgendwas, was für den Gegner jetzt vielleicht nicht so planbar ist. Das sind so die Sachen, die ich aktuell so ein bisschen vermisst habe. Aber warten wir mal ab, vielleicht ist das jetzt einfach auch ein Brustlöser. Kane sein Tor aus 55 Meter wird Tor des Monats Oktober. Ja gut, das ist ja keine Frage. August Tor ist ja damals auch Tor des Jahres, glaube ich, sogar geworden gegen Frankfurt. Also mal abwarten. Kane sieht, analysiert, korrigiert und schießt. Es gibt in Europa sowas Ähnliches nicht. In der zweiten Hälfte waren wir besser, weil der Sechser nicht gefehlt hat, beziehungsweise nicht nötig war. 10 gegen 9 halt, genau. Pavlovic scheint mir Achter zu sein und muss gegen Saarbrücken unbedingt spielen, absolut. Nee, Pavlovic ist ein Sechser, ist kein Achter. Habe ich mich auch belehren lassen im Stream. Und ja, von daher wäre es schön, ihn zu sehen, aber da ein Goretzka wieder fit ist und auch ein Guerrero wieder fit ist, beziehungsweise beide am Mannschaftstraining teilgenommen haben. Ich persönlich würde es auch fühlen, wenn dann Pavlovic mal aufstellen würde auf der 6 und davor einen erfahrenen Achter wie ein Goretzka zum Beispiel. Ja, ob es so kommen wird, wird man sehen. Und zu Kane, ja, es ist einfach krank. Ja. Also was ich bisher von ihm gesehen habe, obwohl er noch so schlecht teilweise integriert ist in die Mannschaft, können wir uns noch auf richtig schöne Momente mit ihm freuen, bin ich mir sicher. Ja, was ich auch gestern im Stream schon sagte, stellt euch mal vor, Harry Kane ist irgendwann mal richtig eingebunden oder das Spiel ist mal, wie es damals unter Levy war, mal auf den Stürmer zugeschnitten, was wir dann noch erwarten können von ihm. Und stellt euch mal vor, Harry Kane ist erstmal so ein Jahr da. So, ne? Dann hat er ja auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert in der Kabine und als Führungsspieler. Was man jetzt schon teilweise sieht, ja. Aber ich denke, dann würde er sich auch mal das Recht rausnehmen, wenn ihm so ein Sané 5-mal ignoriert und dass er ihn dann mal zur Rede stellt und dann mal sagt, komm, Leroy, mach mal hier so, mach mal da. Das kann ich mir schon vorstellen und ich denke, da können wir noch einiges erwarten in Zukunft. Tuchel hat doch vor ein paar Spielen im Interview am Spielfeldrand gesagt, dass er die Außen getauscht hat, damit wieder mehr Flanken kommen. Okay, das Interview ist an mir vorbeigegangen. Wenn dem so war, ja, dann hätte er seine Spieler mal ein bisschen besser einordnen müssen. Weil wenn ich mich recht erinnere, überlege ich gerade, habe ich von Leroy schon mal eine Flanke gesehen von der linken Seite? Ich glaube nicht. Von Coman, ja. Aber auch jetzt nicht so, dass man sagt, ja, der King hat aber 3, 4 Flanken reingehauen. Nee, habe ich persönlich jetzt nicht gesehen. Vielleicht habe ich es übersehen, mag sein. Wenn dem so ist, ja, stimme ich ihm zu. Da muss man aber auch mal flanken. Ne? Wie gesagt, ich kann mich von Leroy an keine Flanke erinnern. Nee, irgendwie nicht. Und jetzt die beiden Tore über Außen wurde auch von Mazraoui vorbereitet und nicht von King. Also weiß ich nicht. Aber gut, wenn das so ist, ich stimme ihm auf jeden Fall zu, ja. Schlampinchen, was ein Spiel. Muss aber sagen, dass Darmstadt in der ersten Halbzeit besser war und wir die zweite Halbzeit jetzt nicht überbewerten dürfen, weil sie in Unterzahl waren. Trotz allem eine mega zweite Halbzeit der Bayern über Kane. Er ist ein mega Teamplayer, null Ego, könnte wahrscheinlich jede Position spielen außer Torwart. Ist halt kein klassischer Stürmer, der vorne wartet, bis er einen Ball bekommt. Ist sich null zu schade, hinten auszuhelfen oder andere Kollegen in Szene zu setzen und macht aus nichts Tore. Einfach eine Freude, ihn spielen zu sehen. Ja, und Kimmich ist halt Kimmich. Der ist so überbewertet. Weiß nicht, wieso der bei allen Trainern so gut ankommt. Vielleicht ist er gut, um Finger zu wickeln. Joa, stimme ich dir zu 100% zu. Ich denke, erste Halbzeit war Darmstadt auf jeden Fall die bessere Mannschaft, was ziemlich erschreckend war, ehrlicherweise. Ja, zweite Halbzeit nochmal. Klar dürfen wir das nicht überbewerten, aber nochmal, du musst doch erstmal 8 Tore machen. Und du musst doch erstmal, wir hätten ja auch wieder sagen können nach einem 3-0 wie die letzten Spiele, ach ja, komm, alles klar, hier, bam, wir parken jetzt und lassen es sein. Ne? Wie wir es gegen Freiburg oder so getan haben. Freiburg hätten wir halt auch killen können, wie es der Uli so schön gesagt hat. Da hätten wir auch locker 7, 8 machen können oder mehr. Haben wir aber sein lassen. Von daher war das die richtige Reaktion. Natürlich ein bisschen schade für Darmstadt, ja, aber haben sich natürlich auch selber in diese Lage gebracht mit den roten Karten. Und Harry Kane, ja, stimme ich dir 100% zu. Also das ist, ja,
ist die Weltklasse, die uns gefehlt hat da vorne. Und nochmal, ich denke, umso länger er da ist, umso mehr Freude werden wir an ihm haben. Und Kimmich, ja, ich denke, das Spiel gegen Dortmund wird zeigen. Ja, vielleicht setzen wir uns hin und sagen, ach du Scheiße, der Josh hat gefehlt. Wir haben keinerlei Ideen gehabt. Und wir waren so defensiv schwach. Obwohl, das haben wir, glaube ich, jetzt schon oft genug die letzten Spiele gesagt, auch wenn Kimmich auf dem Platz stand. Also, ja, schwierig. Ne? Wir wollen ja nicht wieder Kimmich-Bashing betreiben. Aber dass ein Kimmich uns jetzt da irgendwie abgeht, fühle ich nicht. Kimmich war stark gegen Bochum, gegen Mainz, wo man ihn in Ruhe gelassen hat. Das würde Dortmund natürlich nicht machen. Also Dortmund zieht sich nicht zurück und sagt, ja, wir lassen den Kimmich mal machen. Die würden den Kimmich anlaufen oder zur Not sogar in Manndeckung nehmen. Also von daher denke ich, ist das auch jetzt nicht so der super Verlust. Und wenn man jetzt davon redet, so der Führungsspieler, der uns dann abgeht, ja, das fühle ich halt erst gar nicht, weil Kimmich das auf dem Platz viel zu selten zeigt, viel zu selten umsetzt. Ja, wenn er die Kapitänsbinde hat, rennt er oft zum Schiri und versucht da rumzuheulen. Das ist aber das Einzige, was ich von Kimmich als Führungsspieler sehe auf dem Platz. Also von daher, ja, mal abwarten. Na, ich will Kimmich gar nicht schlecht reden, wenn Kimmich Bock hat, wenn er die Position hält, haben wir gesehen gegen Mainz zum Beispiel, dann ist er stark. Ja, dann kann er das Spiel auch anleiten, dann kann er die Bälle verteilen, auf Außen legen. Er kann seine Chipbälle spielen, was er perfekt beherrscht und so weiter. Das kann er ja alles. Er kann auch den Ball in die Tiefe spielen. So, er braucht aber einfach die Ruhe. Ja, er braucht die Ruhe und muss auf seiner Position bleiben, dann hat er das Spiel vor sich und dann kann er all das. So, aber was er nun mal nicht kann, ist, wenn er unter Druck gesetzt wird, wenn er einen Mann neben sich stehen hat, dann ist ein Kimmich raus aus dem Spiel. Dann kannst du den abschreiben. Ne? Das ist einfach so. Offensiv wie defensiv. Deswegen auch Kimmich immer, oder in vielen Spielen, wo das dann so ist er super lahmarschig, weil er sich super tief nach hinten fallen lässt. Ja, damit er wenigstens mal ein bisschen Luft zum Atmen hat. Und dass ein Kimmich defensiv eine Nulpe ist, ja, denke ich, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Auf einer Achterposition kannst du das vielleicht noch verkraften, was seine Defensivleistung ist. Aber auf einer Sechserposition, nein, da musst du anders agieren. Ja. Und jetzt nicht nur auf diese rote Karte bezogen, guckt euch das Spiel gegen Galatasaray an. Guckt euch die ganzen Spiele in dieser Saison an. Es war ganz selten, dass ein Kimmich mal eine gute defensive Leistung gezeigt hat. Ja. Er ist im Zweikampf viel zu unentschlossen. Ja, da ist ein Goretzka um 100% besser, der einfach den Zweikampf annimmt und reingeht. Kimmich ist aber auch nicht seine Spielweise. Das soll gar keine Kritik sein. Kimmich ist immer der Spieler, auch im Pressing zum Beispiel, wenn wir aufgerückt sind oder so. Und Kimmich nimmt nicht den Zweikampf. Und Kimmich versucht, den Weg zuzustellen, versucht irgendwie, ja, die Anspielstation halt zuzustellen. Er ist nicht der in den Zweikampf geht, der versucht da den Ball zu erobern. Ja, deswegen wird er auch so, oft sieht er super schlecht aus, wenn er dann einfach überrannt wird, weil er super lahmarschig auch ist, was das anbelangt. Ja. Dann steht er da im Raum, versucht irgendwie da das abzudecken, ja, und der Spieler läuft einfach rechts an ihm vorbei. Da sieht der Kimmich halt immer richtig scheiße aus. Aber da mache ich ihm gar keinen Vorwurf. Er ist halt einfach nicht der Spielertyp. Der einzige Vorwurf, den man Kimmich machen kann oder warum man auf den Kimmich so drauf hat und kritisiert ist, dass er sich da vor der Saison hingestellt hat und gesagt hat, ich bin der Sechser. Das ist, woran man ihn misst. Und das hätte er einfach sein lassen sollen, weil das ist er nicht. Meiner Meinung. Kann jeder anders sehen. Respekt, Uni, für die Selbstkritik bezüglich Sané-Aufstellung. Ja, habe ich ja gerade schon erläutert. Ne? Also, wenn man klug scheißt, muss man auch sich eingestehen, dass man da falsch lag. Müsste er mal etwas mehr sein, seine Aggression gegen einzelne Spieler ist manchmal echt unangenehm und unangebracht. Jo, habe ich ja was zu gesagt am Anfang des Videos. Guck halt woanders, wenn dir das nicht gefällt. Malex, Neuer dachte sich wohl beim Pass auf Kimmich, nö, du bist kein Sechser, raus mit dir. Ja, weiß ich nicht, was der Neuer dabei dachte. I don't know, was Kimmich sich dabei dachte. Ja, er braucht den Ball einfach entweder, das einfachste Ding, er spielt den Ball einfach zurück zu Neuer oder er spielt einen Ball auf den Innenverteidiger und gut ist. Ja, also 1000-mal gemacht und ja, I don't know. Martin Meyer, bevor ich das Video und deine Meinung anschaue, ich denke, das Rot für Kimmich war das Beste, was passieren konnte. Man stelle sich vor, im 16er das Foul. Kimmich nur gelb und Elfmeter für Darmstadt. Ich fand im Folgenden richtig erfrischend, Kane auch mal bei Freistoß zu sehen. Und ja, es mag boshaft klingen, ich habe nach Kimmichs Rauswurf auch noch bei 10 bis 11 nicht einen Moment geglaubt, wir gewinnen das heute nicht. Das war das, was danach kam. Ui.
Naja, man muss schon sagen, dass Darmstadt auf jeden Fall die bessere Mannschaft war, wo wir zu 10 waren und Darmstadt zu 11, selbst wo Darmstadt noch zu 10 war. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, als würden wir das Spiel gewinnen, muss man fairerweise sagen. Zweite Halbzeit brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ich habe ja gerade gesagt, dass Kimmich auch bei einem Elfer doch die rote Karte bekommen hätte, weil es nicht um den Ball ging bei seinem Foul. Okay, wild. Naja. Triple 882, neuer Debüt geglückt, auch wenn man da noch vorsichtig sein muss. Erste Halbzeit so lala, zweite Halbzeit Weltklasse und natürlich sehr begünstigt durch die Zweitplatzerweise der Darmstädter. Aber ich glaube, man hat mal so ein Spiel gebraucht. Ja, jetzt Saarbrücken und dann Dortmund putzen. Ich denke auch, dass man einfach auch mal sieht, aber auch jeder Spieler für sich, aber auch die Mannschaft, aber vielleicht auch der Trainer oder das Trainerteam, dass man einfach mal sieht, ja, wir können es. Ja, man hat ja sonst immer irgendwie das Gefühl so, nee, wir können das nicht mehr. Deswegen nur Einzelaktionen. So, deswegen keine Flanken, kein Zutrauen in eine Flanke oder sowas. Vielleicht ist das abhandengekommen durch die letzte Saison, weil vorher war Levi da, der das verwerten konnte. Letzte Saison hat man geflankt wie ein Weltmeister und es hat nie in Ertrag gebracht, weil niemand da war. Vielleicht war das jetzt mal so ein Ruck, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, die nächsten Spiele. Ob wir sagen, jo, das hat was gebracht, oder ob wir sagen, ach du, es war nur so ein Lüftchen, wie es gegen Bochum war. Ja, gegen Bochum war ja auch ein super Spiel. Auch bedingt durch die Taktik, die Bochum gefahren hat. Haben wir ja auch gedacht, ja, nehmen wir den Schwung jetzt mit und es war ja dann auch wieder relativ ernüchternd. GB, Pavlovic hat mir gut gefallen, selten quer, meistens nach vorne gespielt. Ja gut, da war ja auch nicht, Darmstadt war ja jetzt nicht irgendwie, dass die noch angelaufen sind, gepresst haben oder so. Es gab ja auch keinen Grund, quer zu spielen. Ne? Jimba, als Kimmich raus musste, waren meine ersten Gedanken, jetzt kann es nur ein Sieg werden. Ja, ihr seid aber schon alle ganz schön ziemlich bösartig hier gegen Josua, wa? Christian, und gegen Dortmund können wir mit 11 Mann auflaufen, wenn Kimmich gesperrt ist. Da hat gerade meine Leertaste so gut funktioniert wie Kimmich auf der 6. GB, wir sind nicht aus der Reihe getanzt, sondern haben durch 2 Innenverteidiger weniger bei Darmstadt mehr Räume gehabt. Wow. War auch ein Wortwitz, ne? The Rocker. Kimmich ist einfach kein Sechser und man kann nur hoffen, dass Uli taktisch genug Ahnung hat. Das selbst auch. Ja, ich denke, Uli hat genug taktische Ahnung, aber irgendwie hat der Kimmich ja einen Freiheitsschein bei uns. Das hat auch nichts mit Formschwäche zu tun, er ist einfach kein Sechser, wenn überhaupt ein Achter, aber seine Position ist eher V, er ist vielleicht in der Kabine ein Anführer, keine Ahnung, aber auf dem Spielfeld ist er es definitiv nicht. Bayern braucht einen Mittelfeldspieler, der keine Angst vor dem Ball und Gegner hat und spielintelligent ist. Vielleicht mal Goretzka als Sechser testen, aber ich denke, er hat da keine Lust drauf. Sonst würde er dort doch schon ab und zu spielen. Wenn im Winter kein starker Sechser kommt, kann man die Champions League dieses Jahr abschreiben. Jeder gute Trainer weiß genau, was man spielen muss, wenn Kimmich im Mittelfeld spielt. Ja, kann ich zu 100% unterschreiben, deine Meinung. Marcel, Harry Kane ist einer, wenn gar der beste Stürmer auf diesem Planeten. Dazu seine Vielseitigkeit und Scorerqualität zusammen mit viel Erfahrung. Das wusste man ja vorher schon, dass man das bekommt. Einige Kritiker sahen das anders und stehen nur mit heruntergelassenen Kinnlade da. Ja, ich denke auch, es gab ja auch viele Bayern-Fans, die das super kritisiert haben, dass man so viel Geld in die Hand genommen hat für Harry Kane. Ja, ich denke, da gibt's leider keine, oder was heißt leider, da gibt's keine Argumente. Also was der aktuell zeigt bei uns ist krank. Tottenham ist auf Platz 1 in England ohne Harry Kane. Leverkusen verdrängt morgen Bayern wieder von Platz 1. Ja, was alles hat das damit zu tun, was Harry Kane für Leistung bei uns zeigt? Ja, ich weiß schon, warum ich diese Diskussion skippe. Christian, der Kimmich war heute die perfekte Holding Six. Ball verstolpern vom Tor halten und raus. Bayern-Fan 966. Mich freut zwar, dass Bayern gewonnen hat, aber irgendwie auch sehr traurig, da Darmstadt auch einer meiner Lieblingsvereine ist und ich da das Fußballspielen gelernt habe, bis ich 12 war. Ja, Tore verhageln den Darmstädtern halt ordentlich das Torverhältnis. Ja, aber du kannst ja trotzdem stolz sein. Also Darmstadt, nochmal, war ja in der ersten Halbzeit auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Also ich denke, das kann man schon anerkennen. Und klar verhagelt das Torverhältnis. Ja, aber das Torverhältnis, klar kann das irgendwann ein Faktor werden. Ja, keine Ahnung. Muss man halt einen Punkt mehr holen wie die anderen. Ist halt so. Sport und einige gefährliche Situationen bei Ecken mal ganz was Neues. Ja, gut. Wir haben ja auch mal andere Eckenschützen gehabt.
User. Einziger Kritikpunkt, ich weiß, ist Jammern auf sehr hohem Niveau, ist die erste Halbzeit. Hatte die Befürchtung, es geht schon wieder los, trotz einem Mann mehr auf dem Platz und wir schießen kein Tor. Schade, dass es immer meist nur für eine Halbzeit reicht und wir diese Spielfreude nicht von Anfang an auf den Platz bringen können. Vielleicht geht aber endlich mal ein Ruck durch die Mannschaft und die begreifen nur, dass Fußball ein Teamsport ist. Nee, ich finde das gar nicht, dass es Jammern auf hohem Niveau ist. Klar, wenn man jetzt die zweite Halbzeit mit dabei nimmt, ist es natürlich Jammern auf hohem Niveau, wenn man 8-0 gewinnt, dann irgendwie zu kritisieren oder zu jammern. Die erste Halbzeit war halt wieder 0. Ja, das müssen wir ja auch ganz klar sagen. Also, das kann man dann auch so klar ansprechen, auch wenn man 8-0 gewinnt. Ja, muss man auch so klar ansprechen, weil der Gegner war Darmstadt und nicht Dortmund. Also gegen Dortmund so eine erste Halbzeit, da musst du halt dasselbe Glück haben, wie du es gegen Galatasaray die erste Halbzeit hattest. Und das ist dann schon wieder schwierig. Ja, Torben, ich sagte, gegen uns spielen Leimer und Musiala auf der 8, was schade ist. Ihr werdet bestimmt trotzdem gewinnen, aber mal etwas der Jugend vertrauen wäre nicht schlecht. Aus Spielzeiten sind so Leute wie Müller entstanden. Kane nach 3 Monaten besser als Lewandowski zu sehen, finde ich aber hart. Das muss er erst noch beweisen. Vergiss nicht, wie Lewandowski jede Saison bei euch geknipst hat. Ja, es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass er besser ist anhand der Tore. Ja, ich habe es auch schon gesagt im Stream. Man kann Kane nicht mit Lewandowski vergleichen. Lewandowski ist eine andere Art Stürmer. Ja, Levi ist einfach ein Stürmer. Punkt. Eine Maschine. Ja, das war's aber. So. Und Harry Kane ist das, aber noch so viel mehr. Ja, du könntest Harry Kane auf die 10 stellen. Du könntest ihn auf die 8 stellen. Selbst da würde er performen. Ja. Das ist der große Unterschied. So, ist nicht darauf bezogen, dass man sagt, Harry Kane ist jetzt der bessere Knipser von beiden oder sowas. Geht um das Gesamtpaket. Und da ist ein Harry Kane einfach viel, viel besser und weiter, wie es ein Levi jemals geworden ist. Ja. Aber wir müssen nicht über die Torquote reden. Also nochmal, es gibt nichts, was man am Levi zu kritisieren hat bei uns. Na? War vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja. Dass wir der Jugend vertrauen sollten, ja, ich denke, das steht ja außer Frage. Aber das tut ein Thomas Tuchel ja leider nicht. So, das hätte man aber dann auch schon, ja, nach der Vorbereitung machen müssen. Nachdem man sich hingestellt hat und gesagt hat, ich habe keinen klaren Sechser oder keine Holding Six, und das dann am letzten Transfertag nicht geklappt hat, da hätte man sich doch hinstellen können und sagen können, ja, wisst ihr was, hat jetzt nicht geklappt, scheiß drauf, ich nehme jetzt mal den Pavlovic und schmeiß den da rein und wir gucken mal, ob das klappt. So hätte man da ja machen können. So, hat man nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass wir irgendwie jetzt, ja, Leimer, Goretzka, Guerrero, irgendwie ein Pärchen von den dreien wird wohl auflaufen gegen euch. Wir schlagen Dortmund, sagst du, ja, ohne Kimmich sehe ich eher Vorteile als Nachteile. Ja, da bin ich beide. Wow. Ich denke auch, dass es kein Nachteil ist, dass ein Kimmich nicht spielt gegen Dortmund. Ganz im Gegenteil, weil ein Kimmich aus dem Spiel zu nehmen ist super einfach. Vielleicht hatte auch Neuer etwas Einfluss auf dem Feld, weiter so. Ja, ich denke, in der Abwehr hat man das schon gesehen, die er dirigiert hat. Natürlich hat er keinen Einfluss darauf, wie die Leute vorne performen. Ja, das müssen wir jetzt auch nicht ihm zuschreiben. Aber ich denke auch, dass er auf langer Sicht der Vierer-Abwehrkette auf jeden Fall mehr Sicherheit geben wird. Olli Engel war das übrigens. Sunny, schlimm, dass TT in der PK gesagt hat, Kimmich sei unser Schlüsselspieler im Mittelfeld. Pavlovic halte ich für deutlich besser, auch Leimer natürlich, eigentlich jeder andere. Ja, gut, das darf man. Wir müssen jetzt ja die Position mit einbeziehen, ja. Also ich denke, ein Leimer ist jetzt nicht der bessere Achter oder ein Goretzka ist der bessere Achter wie ein Kimmich. Wobei wir das Thema gestern auch im Stream schon hatten, so Kimmich auf der 8 musste man auch erstmal sehen, ja. Weil der hat da natürlich noch weniger Raum. Und der gegnerische Sechser kann natürlich den Achter noch viel einfacher aus dem Spiel nehmen. Und wir haben alle gesehen, dass Kimmich super Probleme hat, wenn er einen Gegenspieler hat. Also ist die Frage, ob ein Kimmich da auch dann sehr gut funktionieren wird, werden wir sehen, wahrscheinlich. Aber auf der Sechserposition bin ich bei dir. Ja, nochmal, weil Kimmich einfach auch nicht dieser Spielertyp ist, ja, was das Zweikampfverhalten und sowas anbelangt.
Ja, deswegen einfach eine Fehlbesetzung für eine defensive 6. Harald Seidel, Hammer zweite Halbzeit. Ich dachte in der 4. Minute schon das Schlimmste. Jo. Klick-Klack, oh mein Gott, ohne Spielbremse Kimmich fallen gleich mal 8 Tore. Das hat mit den angestrebten Ergebnis Fußball aller Tuchel nur so wenig zu tun. Aber keine Sorge, der Joshua ist ja gesetzt. Mann, 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 Mann. Ihr seid alle ganz schön hier gegen Kimmich, ne? Verstehe ich gar nicht. Gerald Berger, wir sind uns einig, dass der Kimmich keine 6 ist. Und wir wissen auch, dass der Kimmich als Sechser spielen will, weil er diesen Posten als Mehrwert sieht, anstelle des Rechtsaußen. Ich am Platz von Tuchel würde ihm einen Deal vorschlagen. Du spielst hinten rechts und wenn du es gut machst, ernenne ich dich Kapitän der Mannschaft. Vielleicht gibt sowas einen Ansporn. Den er hatte ja seinen Job auf dieser Position immer gut gemacht. Naja, also ja, ich bin beide. Ich sehe das auch so ein bisschen so, dass ein Kimmich diese Position spielt, weil das eine wichtige Position ist, weil er da mehr im Rampenlicht steht. Gerade jetzt, wo wir so diese Probleme haben auf der Rechtsverteidigerposition, wobei man sagen muss, Mazraoui ist ja wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Aber wir hatten ja teilweise diese Personalnot da. Hätte ich von einem Führungsspieler, der er ist, und von einem stellvertretenden Kapitän, bla, Sülz, hätte ich erwartet, dass er zum Trainer geht und sagt, Coach, stell mich auf die rechte Verteidigerposition. Das ist unsere große Schwäche. Auf der Sechserposition hast du Alternativen. So, das hätte ich erwartet. Ne? Das ist aber nicht Kimmich. So, und ja, er ist kein Sechser. Da sind wir uns ja in großen Teilen einig. Und nochmal, auch auf der 8 bin ich dann sehr gespannt, ob ein Kimmich das umsetzen kann. Es wird schwierig für einen Kimmich auf der 8. Weil nochmal, du kannst ihn viel, viel leichter auch in Manndeckung nehmen, als wenn du die gegnerische 6 in Manndeckung nimmst, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. So ein Achter, der irgendwo dann Höhe Mittellinie oder 10 Meter vielleicht dahinter in der eigenen Hälfte rumdümpelt, kannst du halt viel, viel einfacher zustellen. Ne? Also ich denke, das wird nicht leichter für einen Kimmich werden, weil ein Kimmich halt nicht dieser Spieler ist, den du anspielen kannst, der dann mal Ruhe hat und mal, auch wenn er einen Gegenspieler am Hacken kleben hat, irgendwas machen kann. Das kann Kimmich halt nicht. Also da wird er sich umgucken, wenn er die 8 spielen muss. Garantiere ich euch. Bot überwerten sollten wir das lieber nicht. Ja, natürlich nicht. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass es war Darmstadt, die gegen 9 gegen 10 gespielt haben. Es war ein bisschen mehr Platz auf dem Platz. Aber nochmal, es geht doch darum, muss man erstmal 8 Tore schießen. Ja, nochmal, wir hätten auch sagen können, noch ein 3-0, komm, wir hören wieder auf. Und es ging doch mal darum, dass man mal gesehen hat, ja, wir können mit Flanken, mit Hereingaben arbeiten und es fallen Tore daraus. So, vielleicht nimmt man das mal mit, das ist so meine Hoffnung. Wir müssen uns jetzt hier nicht hinstellen und sagen, bah, wie wir im Stream gesehen haben, so andere YouTuber, bah, 8-0, ist das der FC Bayern ist die weltbeste Mannschaft, weil wir Darmstadt 8-0 geschlagen haben. Also da kam ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja? Wir haben auch gegen Bochum 7-0 gewonnen. So, das war aber auch natürlich dem Gegner geschuldet. Wir werden sehen am Samstag. Ne? Aber ich habe halt die Hoffnung, dass man, je nachdem, ob das Spiel jetzt gegen Saarbrücken noch stattfindet, dass man da den Schwung mitnimmt, da noch vielleicht nochmal eine überzeugende Leistung bringt und dann den Schwung mitnimmt nach Dortmund und einfach nochmal ein bisschen mehr Selbstverständnis hat. Das ist, was uns, so die gesunde Arroganz ist uns abhanden gekommen. Ne? Wodurch, nochmal, weiß ich nicht, vielleicht durch taktische Zwänge des Trainerteams, ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben die dann auch mal gesehen, dass wenn wir so spielen, es vielleicht ein bisschen besser geht. Lassen wir uns überraschen. Kazan Offi, der Zone-Abo hat sich bisher ja echt gelohnt. Gefühlt 50% der Bayern-Spiele laufen auf Sky oder Amazon. Und wenn dann mal eines auf der Zone kommt, bin ich nicht zu Hause. Und dann hauen die Bayern auch noch so einen raus. Als ich im Ticker zur Halbzeit las, dass es 3 rote Karten gab, dachte ich schon, Darmstadt macht einen auf Kreissieger und packt die Berechtigungen aus. In der Zusammenfassung fand ich aber alle 3 Karten etwas zu hart. Hätte man keine unbedingt geben müssen. Per Definition war für mich auch keine echte Notbremse dabei. Aber das ist nur meine Meinung. Es ist vollkommen okay, dass es da andere gibt. Ja, jetzt von der Härte des Fouls her, ist gerade auch die gegen uns. Ja, klar waren da Berührungen da, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie die Grätsche ausgepackt wurde oder sonst was. Ja. Mir gefällt das auch nicht, dass die Regelung so ist, wie sie da ist. Ich denke auch, dass man da keine rote Karte geben muss. Aber wenn die Regel so ist, ist die Regel so und ja. Also ich bin da schon bei dir.
Und vielleicht ist es ja mal ganz gut, dass Kimmich eine Pause kriegt, auch wenn es dann gleich gegen den BVB sein wird. Tuchel schon den Pokal auf Kimmich verzichte, glaube ich kaum, wäre aber eine Idee sozusagen als Generalprobe für Kimmichs Abwesenheit. Ja, für mich ist das Pflicht. Ja, für mich wäre das Pflicht. Gerade wenn es darum geht, dass man sagt, man überlegt, einen Pavlovic zu bringen, musst du einen Pavlovic bringen auf der 6. So, meinetwegen bring den Kimmich davor auf der 8, wenn du das unbedingt willst. Würde ich aber nicht fühlen. Ich würde dann schon auch gucken, dass ich ein bisschen das Zusammenspiel hinbekomme. Auch wenn ich Goretzka, Leimer gedenke oder Goretzka, Guerrero oder wie auch immer. Wenn ich das denke für Dortmund, bin ich auch der Meinung, man sollte das gegen Saarbrücken, wenn das Spiel dann stattfindet, auf jeden Fall schon mal ausprobieren. Ja? Wenn man das gegen Saarbrücken nämlich da nicht hinkriegt und man sieht, man hat super die Abstimmungsprobleme, dann braucht man das gegen Dortmund erst gar nicht ausprobieren. Ja? Von daher wäre das super fahrlässig, wenn man jetzt sagt, nur damit ein Kimmich spielen darf, stelle ich einen Kimmich auf. Ja, dann stelle ich ihn als Rechtsverteidiger auf gegen Saarbrücken. Alles gut. Ja, da kann man da nichts verkehrt machen, aber nicht im Mittelfeld. Da hat er nichts zu suchen. Meiner Meinung. Ich mache mir allerdings keine Hoffnung, dass sich das positiv auf Kretzig oder Pavlovic auswirken wird. Ja, ich mir leider auch nicht. Ich habe es ja schon gesagt, sollte Pavlovic gegen Dortmund in der Anfangself stehen als Sechser, werde ich den Tuchel bis zur Winterpause nicht mehr kritisieren. Nur falls ihr euch dann fragt, warum ich dann vielleicht nicht mehr so kritisch bin. Und habe ich das richtig gesehen? Sané mit Assist für Kane. War das Absicht oder hat Sané einfach nicht gesehen, dass er Kane anspielte? Und Kretzig auf dem Platz und Pavlovic auf dem Platz. Da habe ich echt was verpasst. Nee, also man muss sagen, wir haben echt Kombinationsfußball gespielt. Auch mit Leroy. Ja? Leroy war nicht so super eigensinnig, wie er sonst war. Ja? Also Leroy hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also da gibt's nichts zu kritisieren. Er hat auch vorher, auch in der ersten Halbzeit, wo wir nicht gut waren, hat er auch nicht diese ich habe keinen Bock-Einstellung gehabt. Ja, auch da sind viele Fehler passiert. Klar hätte man ihn auch mal anders anspielen können und so. Aber er hat keinerlei negative Körpersprache gehabt oder mal abgewunken oder sonst was. Also, nee, da gibt's nichts zu kritisieren. Martin Zimmermann, vielleicht ist Darmstadt auch mit Neumann nach dem Rückstand eingebrochen. Zweite Halbzeit ist leider kein Maßstab, da Darmstadt einfach die Qualität fehlt. Bitte nicht überwerten. Ja, na klar, stimme ich dir vollkommen zu. Aber trotzdem, nochmal, muss man erstmal auch weiterspielen und 8 Tore machen. Ne, wir hätten auch wieder nach dem 3-0 sagen können, alles gut, das war's und Feierabend. Das haben wir nicht getan, sondern wir haben die Spielfreude gezeigt, wir haben die Lust gezeigt, wir haben gezeigt, dass wir Kombinationsfußball spielen können, dass wir flanken können. Das war einfach mal schön zu sehen und das muss man dann auch mal lobend erwähnen dürfen. Ja, weil wann schießt man mal 8 Tore in einer Halbzeit? Ja, auch wenn es 10-9 war. So. Trotzdem, wann passiert das mal? Und ja, auch wenn es nur Darmstadt war. Man muss auch die Feste feiern, wie sie fallen halt, ne? Genau. Patrick, Kimmich fehlt gegen Dortmund. Was Besseres konnte nicht passieren. Für Dortmund bestimmt kein Vorteil. Denke ich auch. Olli Engel, Kane ist der Knaller. Wenn der gefüttert wird, machen wir 2 Titel. Aber was ist mit Tuchel los? Ich glaube, der hat von Uli Ansage bekommen. Richtig so. Ja, wer weiß. MS Berg, ich bin es, Oliver Handelmann. Hä? Ich bin es, Oliver Handelmann. Ich habe es ja gesagt. Kimmich beweist jedes Mal, dass er kein Sechser ist. Aber bitte, was war das für eine zweite Halbzeit? Ja, ist ja auch okay, dass er das beweist. Er ist ja einfach auch kein Sechser. Ja. Salki Bayern, was für ein verrücktes Spiel. Nimmt man die 90 Minuten als Ganzes betrachtet, nimmt man die erste Halbzeit zu Kimmich ohne Worte. Vielleicht braucht so ein Spieler wie er auch einfach mal diesen Denkzettel. Er wird kein Sechser, Punkt. Und wir brauchen diesen Spielertyp. Ansonsten hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft sehr überspielt war. Ist eventuell taktischer Zwang. Schwierig. Ja, habe ich ja jetzt auch schon angesprochen gehabt mit taktischen Zwang. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, ich glaube echt, das ist natürlich auch nur meine Meinung, ist natürlich auch schwer zu sagen von außen betrachtet, aber ich glaube, dass ein Tuchel sich einfach zu sehr an den Gegnern orientiert und der Mannschaft einfach zu sehr Vorgaben gibt. Ja, man sollte die Mannschaft oder die Mannschaft einfach eine Identität einimpfen und dann die Mannschaft machen lassen. Gerade vorne. Ja, man kann ja taktische Zwänge haben, was die Defensive anbelangt, was das Anlaufen des Gegners anbelangt, was das mit Zurückarbeiten der Außenspieler anbelangt. Da kann man überall taktische Zwänge haben. Aber gerade wenn du vorne Spieler hast wie ein Sané, Kane, Musiala, Koman, selbst wenn du dann Müller dabei nimmst, selbst wenn du dann Tell dabei nimmst,
Ich weiß nicht, ob diese Spieler taktische Zwänge benötigen vorne. Ich glaube, diese Spieler haben so viel individuelle Klasse. Und wenn sie Bock haben, Lust haben, Fußball zu spielen, miteinander zu spielen, hat man gesehen, was geht. Und dann sollte man die Spieler da einfach auch mal machen lassen. Ne? So, da muss man nicht immer zu sehr taktische Zwänge bringen oder sagen, keine Ahnung, wir müssen uns so verhalten, so verhalten. Am Ende des Tages sind wir der FC Bayern, Alter, und vorne haben wir so viel Kreativität und da muss man die vielleicht einfach auch mal machen lassen. Zweite Halbzeit kann man einfach mal das Spiel zusammenfassen, was man sich von einem FC Bayern München in München erwartet hat. Schnelles Passspiel, Zielstrebigkeit, nicht alles durch die Mitte, Abschlüsse gesucht und belohnt worden. Dabei will ich die Situation für Darmstadt nicht kleinreden, da 2 Mann fehlten. Und doch muss man es so dann mal zu Ende spielen. Top. So wünsche ich mir das daheim, einfach mal ein Zeichen setzen für den besten Kader der Liga. Kane zu holen war vollkommen richtig. Naja, und Kimmich sollte sein eigenes Spiel aus den letzten Monaten wirklich mal überarbeiten, hinterfragen. Wobei es einige Spieler gibt, die nicht ansatzweise ihr Niveau nicht abrufen. Doch gegenüber dem Verein viel fordern Vertragsgespräche bezogen auf Davies, Musiala, Sané, auch wenn diese Spieler ihre Tore gemacht haben. Manche Tore müssen sie einfach machen, wenn sie als sogenannte Weltklasse-Spieler betitelt werden. Sagt nur Kane-Tore. Bärenstark, sehr mannschaftlicher Spieler, Respekt. Ja, bin ich bei dir. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ja, wir haben die zweite Halbzeit mal gesehen, was möglich wäre. Fabienne, Anfang war wild. Alle roten Karten berechtigt. Super Spiel, zweite Halbzeit, super Fußball. Banja, wie immer, erst tippen, dann schauen. Positiv das Ergebnis, 8:0. 8 Tore in einer Halbzeit gab es wohl noch nie. Doch, gab es schon. Aber ist halt schon ewig her. Früher war das, glaube ich, schon so, oder? Ich bin mir aber nicht sicher. 7 Tore auf jeden Fall, das wurde gesagt. Dass das irgendwie, lass mich nicht lügen, ich glaube 20, 30 Jahre oder so her war. Ist auch Wurst. 34 Tore nach 9 Spielen ist auch eine Ansage. Klar hattest du recht, Sané mit 2 Toren. Kane und Neuer, De Ligt, die Spieler, die zweite Halbzeit gut waren. Zweite Halbzeit war alles super. Auch zum Positiven. Neuer beim ersten Betreten des Platzes. Irgendwie war alles wie immer, als ob er nie weg war. Und ohne Kimmich haben wir sogar eine Freistoßvariante. Negativ. Die komplette erste Halbzeit war ein Witz. Fehlpässe und dumme Aktionen ohne Sinn. Zu Kimmich muss man gar nichts mehr sagen. Fehler passieren mal, aber diese Art Fehler macht Kimmich zum 363. Mal. Oft hat er Glück, dass schieße ich ja ihn mit einem Foul belohnen. Ja, bin ich komplett bei dir, habe ich genauso gesagt. Wenn er sich hinschmeißt, hoffe, dass Goretzka endlich seine Chance auf der 6 bekommt. Noch schlimmer, unser Aufbau. Kimmich, Davis, Jamal, Sané, Ballverluste in der letzten Reihe in Massen. Und selbst bei 10 gegen 10 spielt Darmstadt besser. Ja. Hat mehr Bälle, lässt den Ball besser laufen. Ja, hatte viel mehr Ballbesitz. Machen Druck, bewegen sich gut. Das war schlimmer als gegen Galatasaray, weil wir noch weniger gemacht haben. Wenn ich mir Wirtz oder Xavi Siemens anschaue, die spielen so reif, der Jamal aus der Halbzeitgala oder auch Darmstadt ist so schwach und immer den Kopf gegen die Wand. Was genauso schlimm ist, was Tuchel mit Tell macht. Er steht 4 bis 5:0, bring ihn doch. Nein, er kommt wie immer in der 75. Das baut ihn doch nicht auf. Der Drops ist gelutscht, gib ihm doch 30 Minuten und lass ihn teilhaben. Selbst Pavlovic hätte ich früher gebracht. Der Junge zeigt Talent, aber okay, 8:0. Ja, bin ich bei dir, obwohl ich fand, manche Wechsel waren ja früher. Das war okay. Ja, ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Wir können das kritisieren, werde ich auch immer wieder tun. Aber Tuchel ist kein Spieler, der junge Spieler einbindet. Ich weiß nicht, ob er das in Chelsea getan hat, ob er es in Paris getan hat, obwohl Paris hatte wahrscheinlich erst gar keine, die haben ja nur Stars gehabt. Er ist das nicht. Er hat da keinen Bock drauf, glaube ich. Oder er hat halt Angst davor, weil bei uns irgendwie der Trainer mittlerweile ein Schleudersitz geworden ist und will das Risiko nicht eingehen. Ich weiß es nicht. So, nochmal klar, Sané, Coman haben performt. Von daher kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwie sagt, ich bringe ihn erst so spät. Auf der anderen Seite, wenn man immer sich da hinsetzt und von Belastung redet, ja, dann gib den Spielern doch. Nimm den raus in der 60. Das Spiel ist gelutscht, bring doch so einen Teil rein, dass er noch ein bisschen Spielzeit kriegt. Dasselbe mit dem Pavlovic. Ich meine, dass er ihn überhaupt mal gebracht hat mich ja schon gewundert. Aber ja, wahrscheinlich im Hinblick dann auf Dortmund gesehen, war keine andere Wahl. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass ein Tuchel nicht diese Art Trainer ist. Ein Tuchel, man hat es gesehen, was welche Transfers er gefordert hat, Kyle Walker und so weiter. Er will lieber Spieler haben mit Erfahrung, als irgendwie zu sagen, ich baue hier eine junge, hungrige Mannschaft auf, wie es einige andere Trainer tun.
Ja, das ist das. Ja, das werden wir auch nicht mehr sehen unterm Tuchel. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Okay, nun deine Meinung gehört, hast recht, auch wenn Sané erste Halbzeit eher schwach war er heute ohne Allüren. Ja, genau, aber er hat nicht diese Körpersprache gehabt, diese negative, ne? Auch in der ersten Halbzeit halt nicht. Hat auch nach hinten gearbeitet und ja, Kane Weltklasse. Malex, mein erster Gedanke nach der roten Karte, Gott sei Dank keine Kimmich-Ecken mehr. Das ist schon traurig, dass man das als erstes denkt, oder? Und dass man nicht denkt, ach du Scheiße, sind wir jetzt geschwächt. Schon wild. What's up? Stimme in allem zu, was du sagst, außer dass Leroy vielleicht doch eine Ansage bekommen hat. Wir wissen es ja nicht. Ja, kann gut sein. Klar wissen wir das nicht. Es wäre schön, wenn dem so wäre, ja. Kimmich ohne Benotung. Was sollen wir benoten bei 4 Minuten auf dem Platz? Na, heute nicht mehr ganz so grummelig. Wenn bis mal wieder in München. Ja, wenn ich Karten kriege. Sonst brauche ich nicht nach München fahren, ne? So, das ist immer so das Ding. Weil ich fahre nur schlappe 10 Stunden. Da muss ich halt schon eine Karte haben. Nach 4 Minuten gegen Darmstadt sich so eine rote Karte abzuholen, zeigt nicht von Cleverness. Benjamin. Nee, das zeigt es nicht. Ein Bürger, Kimmich ist bald Geschichte, zumindest auf der 6. Ja, sehr wahrscheinlich. Butterzucker, Kimmich geht zu Real und macht den groß. Ja, bitte, gerne. Tschö. Kann auch nach Barca, kann nach England, ist mir völlig Wurst. Wegen mir kann er das tun. Kretzig hat man heute, finde ich, die Unsicherheit angesehen. Der hat sich, glaube ich, zu viel Kopf und Druck gemacht. Weiß ich nicht, fand ihn jetzt nicht so unsicher. Gerard Berger, das Tor von Auge war aber 5 Meter nach der Mittellinie. Ah, ist egal. Ist egal. Der Licht musste aber 2 Tore machen mit dem Kopf. Naja, das eine muss er nicht machen. Den hat er nicht richtig erwischt. Ja gut, die Chance, ja, wenn du das auch die Chance mitziehst, muss er sie machen. Ja, stimme ich dir zu. Gerard, Fußball ist immer noch Kopfsache. Wir haben wieder eine komplette Halbzeit gebraucht, um zu verstehen, dass wir Darmstadt nicht gerade so mit links aus dem Stadion fegen. Und um den Hebel umzureißen, brauchte es diese wilde 75 Minuten. Zum Glück hat der Gegner die Dinger, die möglich waren, nicht reingemacht. Das beweist, dass wir können, wenn wir wollen, aber nur, wenn wir wollen. Wenn du 5% weniger gibst, dann reicht das nicht. Ja, kann man so interpretieren, weiß ich nicht, kann vielleicht sein. Die andere Alternative ist halt einfach, dass es wirklich taktische Vorgaben sind. Ne? Weil man sieht ja immer, irgendwann wird so ein Schalter umgelegt, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob man da einen Tuchel einen Vorwurf machen kann. Müsste man halt einfach mal die Frage in der PK stellen, was denn so die Vorgaben waren. Ne? Das wäre vielleicht mal interessant. Weil man hatte in der zweiten Halbzeit so das Gefühl, man hat die Mannschaft losgelassen. Man hat gesagt, komm Jungs, spielt jetzt mal Fußball, wie ihr gerade Bock habt. So, das war, wie es rüberkam. Das erste nicht gegebene Tor wegen Abseits war wieder ein Witz, ist aber nur eine Randnotiz. Da müssen wir nicht mehr drüber anfangen, über diese Abseitsthemen mit diesen Fahr und bla und Sils. Marco, FC Bayern hat unter Tuchel kein Spiel, in dem man über 90 Minuten mal konstant seine Topleistung abrufen kann. Sollte das in Dortmund genauso sein, dann wird das bestraft. Vielleicht ist es von Vorteil, dass Kimmich gesperrt ist. Naja, ob das bestraft wird, werden wir sehen. Es wurde gegen Leverkusen nicht bestraft, es wurde gegen Leipzig nicht bestraft, es wurde gegen Galatasaray nicht bestraft, es wurde gegen Manchester United nicht bestraft. Das so jetzt rauszuhauen, ist schwierig. Wir werden sehen, ob es bestraft wird. Und dass Kimmich gesperrt ist, ja, es ist auf jeden Fall kein Nachteil, denke ich. Bernd Biesenkamp, komisch, dass nur erste Halbzeit schlecht und zweite Halbzeit gut. Da kann man nicht verstehen. Ja, ist schwierig, das zu interpretieren. Ne? Wir haben es ja gesehen, entweder wie es Gerard sieht oder ob es taktische Vorgaben sind, I don't know, schwer zu sagen. Giuseppe, die erste Halbzeit war grottenschlecht, man musste sich echt schämen. Naja, 10 gegen 9, das ist keine Kunst gegen einen Aufsteiger. Gegen den BVB wird man sehen, wo man steht. Ja, denke ich auch. Gerard Berger, Sané ist wie ein verzogenes Kind. Es ist jetzt wahrscheinlich zu spät, diesen Charakter zu ändern. Wenn es nicht läuft, wie er will, dann reagiert er wie ein bockiges und beleidigtes kleines Kind. Ja, das haben wir gegen Gala gesehen, dass das so war. Warum es jetzt wieder anders war,
Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil eine Vertragsverlängerung im Raum steht. Vielleicht, weil Tuchel ihn mal zart darauf hingewiesen hat. Vielleicht auch, weil Mano wieder da ist und ein bisschen mehr Einfluss hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch Harry Kane. I don't know. Wir werden es nicht erfahren. Wir werden die nächsten Spiele sehen, wie es sein wird. Ob er wieder mal so einen Rückfall hat in seine alten Verhaltensmuster oder nicht. Ja, es wird ein interessantes Thema sein, was uns hier mit Sicherheit beschäftigen wird, denke ich. Eberhard Hollner. So Spiele sind witzlos. Gegner in Unterzahl, Geste am besten geschlossen vom Platz, uninteressant, sportlich ohne Wert. Sehe ich ein bisschen anders. Wie gesagt, ich fand es schon gut, dass man weitergespielt hat und dass man auch mal ein bisschen das gesehen hat, was wir sonst nicht gesehen haben. Und natürlich ist das jetzt nichts, was man in den Himmel loben muss, was irgendwie, wo man sagt, boah, Bären, stark von euch, habt da richtig gut gemacht. Aber vielleicht ist es ein Brustlöser. Wir werden sehen. Ist das der Kimmich-Hater-Kanal? Ja. Neuer Manie zum Kotzen, lass den Typen zu Hause. Ja. So werde ich in Zukunft mit diesen super Abschluss eigentlich, Leute. Guckt euch gerne mein anderes Video an zu dem Statement, warum ich so eine Kommentare nur noch vorlesen werde. Wenn ich es nicht vorher schon überblickt habe, dann lese ich sie auch jetzt gar nicht vor. So werde ich mit diesen Kommentaren in Zukunft umgehen. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffen wir, dass das Spiel morgen stattfindet. Das werden wir wahrscheinlich gleich hören. 13:30 ist Pressekonferenz. Mal gucken. Und dann schauen wir mal, wer in Saarbrücken in der Mittelfeldzentrale auflaufen darf. Ich bin sehr gespannt drauf. Und in diesem Sinne,